Und somit herzlich willkommen und hallo zu einer neuen Folge Planet Zoo. Folge Nummer 23 müsste das sein, wenn ich mir das richtig notiert habe. Apropos notieren, da sind meine Notizen. Ja, schön seid ihr wieder mit dabei, schön habt ihr wieder eingeschaltet. Wir haben gesagt, wir kümmern uns heute um unseren Streichel-Zoo da, um unsere Streichel-Einheit Zeug da, Bums, wie man das so nennt. Auf jeden Fall, die Leute nutzen es mittlerweile. Und jetzt wollen wir doch schauen, dass es unseren Flamingos ein bisschen gut geht. Lebensqualität ist gleich 0. Das heisst, wir schauen jetzt mal, was wir denen so spielen geben. Da, der Mingos. Flamingo. Wow. Ein Wasserfall. Okay, wenn sie das feiern. Jetzt müssen wir schnell schauen, ob man das Ding dreht. So. Nice. Ein Spiegelteil. Okay. Ein Sprinkler. Okay. Futterding haben sie, glaube ich. Suchfutterbecken. Ah, das ist nicht das gleiche. Okay. Warum gehen wir das da auch noch her? Irgendwie so. Blockiert. Wooden Basic Shelter. Nein, das sollte ich eigentlich nicht bearbeiten. Ah shit, und ich habe mich ja mal noch darum kümmern. So. Wegen diesen Sachen zum Abladen, hä? Habe ich immer noch nicht gemacht. Haha, toll. So, jetzt gefällt es mir schon besser. Jetzt Bepflanzung. Weniger Bepflanzung. Haben wir fast wieder die gleiche Fehler gemacht. Wie, möchte ich mich erinnern. So, ja, dann nehmen wir mal diesen Baum vor zum Beispiel. Wie sieht es denn so aus, liebe Leute? Was meint ihr dazu? Jetzt ist gut. Okay. Flamingos sind glücklich. Dann schauen wir mal noch, was die anderen Tiere da so meinen. Zum Beispiel der Pfau. Dem fehlt es auch ein bisschen an Lebensqualität. Der will da vielleicht auch ein bisschen Spielzeug. Was gibt es da so für Futterspender langsam? Die haben jetzt gleich... ja, wow. Kräuterwitterungsmarker. Keine Ahnung. Interessiert ihn herzlich wenig. Es gibt nicht genug Beschäftigung für alle Tiere, aber jedes Mal, wenn ich etwas rein tue, interessiert es ihn nicht. Vielleicht ist er einfach ein Arschloch. Ja, die Bepflanzung ist okay. Auch wenn er die Sachen, die drinstehen, nicht so gerne hat, aber er akzeptiert es. Der mit dem Gras, hä? Mehr Gras kurz. Genau, das müssen wir jetzt auch noch ein bisschen. Ich hoffe, das ist den Flamingos dann egal. Weil sonst können wir jetzt wieder 7 Mal hin und her. So. Okay, ihm passt soweit, ausser eben die Lebensqualität, aber das wird sich vielleicht dann noch ein bisschen ändern. Sagen wir nochmal schnell, wie es bei den Flamingos aussieht. Ist das für euch auch noch okay? So vom Gelände her? Jawohl. Was haben wir sonst noch da drin? Flamingos. Hä? Irgendwie weiss das Spiel gar nicht, dass er auch hier lebt. Kann das sein? Für ihn ist auch okay, aber dann haben wir nur noch... blauer Pfau. Da wären 4 Stück drin. Süß.
Ja, aber schau mal das Monster an. Ist das Männchen und Weibli? Alter. Oder sind die einfach noch so jung? Nein, 3. Okay. 2 Jungtiere. Aha, Männchen, Weibli und 2 davon sind Jungtiere. Also müsste eine noch grösser sein. Ah, voilà. Okay. Ja, cool. Ich glaube, der hat mit das Becken soweit geklärt. Alles klar? Oh, 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 nein, Lili. Königstiger Lili wird bald an Altersschwäche sterben. Nein. Hey, sterben uns jetzt alle Tiere weg? Nein. Finde ich gar nicht cool. Das Spiel macht keinen Spass mehr. Da steht eine Spendenbox im Tigerkäg. Ja. Machen wir mal ein Erinnerungsfoto, solange sie noch lebt. Thumbnail! Nein, aber... Oh. Lili. 20. Nein. Nein. Nein, Lili. Tier verstorben. Nein, Lili. Nein. Und er so, juhu, mein Keg. Nein, Lili. Oh Mann. Unschön. Ja, unschön. Du lebst noch, gell? Der Trouble, ja. Ja, wie sieht es denn hier so im Keg aus? Der Trouble. Und der Ragaf. Ja, aber jetzt haben wir nur noch Männchen, verdammt. Und die gehen sich jetzt auf die Schnur an, habe ich das Gefühl. Ja, dann müssen wir gleich mal schauen für einen Ersatz für die Lili. Oh Mann. Oh Mann. Und ich habe überlegt, es hat jemand in den Kommentaren geschrieben, glaube ich, das Keg von den Tigern in zwei Parts zu teilen. Wo wir jeweils ein Bärchen drin haben. Das könnte man hier echt gut machen. Wenn wir echt das Hutti machen, komm, das machen wir gut. Barrieren. Nein, weißt du was, ich finde das eigentlich cool, dass die so viel Auslauf haben. Komm, das lassen wir. Das lassen wir. Jetzt schauen wir nochmal schnell. Was soll ich schauen? Die laufen jetzt hier auch wieder durch, finde ich cool. Bitte lasst einfach keine Köder hier liegen. Hier ist immer noch hure Stau. He? Kann man das irgendwie in den Einstellungen ändern? Weil das Ding macht immer noch fett Minus. Ah, die Flusspferde sind schon wieder im Fight um Alpha-Status. Ich glaube, ich mache jetzt einfach die Station hier zu. Für einen Moment. Flusspferd. Das ist wieder der Fetzen-Toni. Der Fetzen-Toni macht wieder Lampen. Wo ist er? Nur ein Fetzen-Toni. Ja, er ist das Männchen. Das ist der Fetzen-Toni und er schießt. Bitte für den. Ja. Ich glaube, der muss er halt auch sich wieder pissen. Tut mir leid, weil der Fetzen-Toni er akzeptiert keine anderen Männchen in seinem Revier. Ist ja so. So, bei den Elefanten müssen wir glaube auch irgendwann gleich mal den Regel vorschieben. Alter Mann, das sind ja richtige Herden. Ah, wie geil, Mann. Ja, Timo. Lach, wenn es Tier schießt. Wow.
Ah, ich feiere es. Ich feiere es. Und ich muss sagen, aus unserem Drogenbusiness ist langsam aber sicher ein gut laufender Zoo geworden. Hey, Bumos Ganos Nubus. Wird sich bald paaren. Der Platsch wird gut bestiegen. Ja, am besten schreibt ihr auch mal in die Kommentare, was ihr euch noch so für Tiere wünscht unter dieser Folge. Weil in der letzten Namen drunter schreiben und hier jetzt drunter schreiben, was für Tiere. Weil dann habe ich das ein bisschen sortiert und sonst habe ich ein riesen Durcheinander und am Schluss habe ich nichts gemacht. Warum ist jetzt da alles leer? Ja, das zweite Wägeli leer. Kommen wir nicht so draus. Kann es sein, dass die Leute hier gleich aussteigen, wenn die Station zu ist? Und einfach niemand mehr einsteigen kann. Was ist jetzt hier los wieder? Oh oh. Niedrigem Wohlbefinden. Ja, schauen wir gerade. Kann man gerade. Okay, nein, die fahren einfach weiter. Das ist ja so weit cool. Also der Stau hier hat sich ja aufgelöst, dann kann ich das vielleicht nochmal eröffnen. Also, unsere Tiere sind soziales Wohlbefinden. An was liegt das? Warum sind echt die Tiere gestresst? Zu wenig Jungtiere und erwachsene Tiere in der sozialen Gruppe des Tieres. Ja, okay, das kann ich lösen. Ich denke, ihr vermehrt nicht von allein, aber das können wir auch ganz, ganz schnell anders lösen. An dem soll es dann nicht liegen. Wie heisst das Viech? Flamingo. Flamingo. Rosa Flamingo, genau. Ja. Hau rein den Lachs. Du. Das sind Gruppenflamingos. So, hier. Kann man da noch mehr? Komm, jetzt machen wir mal richtig. So. Also. Du. Nachher. Du. Nachher du. Ich habe jetzt ein bisschen übertrieben. Sagen sie, dass ich jetzt viel. Du. Vom Zoo beschlagnahmt, das verstehe ich auch nicht ganz. Warum es manchmal dort steht. Er ist noch. So. Jetzt hat sich das eigentlich schnell ändern. Wenn unsere Pfleger dann mal kommen. Von wo kommen jetzt die eigentlich? Wo müssen die jetzt durchsäckeln? Ah, hier eine ist rundum. Ja. Juhu, jetzt die Giraffe ist schon wieder. Kurzli ist schwanger. Einrichtung mit stark negativem Effekt auf Gäste. Ach, come on. Ja, wenn ich jetzt das Ding verschiebe, dann habe ich wieder das Problem, dass die huren Dinger dort hinten nicht abgedeckt werden, oder? Soll ich es mal so probieren? So, wo haben wir die Flamingos? Flamingo Gang. Ja, sie ist gestresst.
Ah was, könnte echt der Stress liegen. So komm, bringen die Huren Flamingos. Der Top-Giraffe hat Nachwuchs gehabt. Alter, jetzt geben aber Giraffe Gas, hä? Kann das sein? Ja, jetzt haben wir hier schon feierlich Gang. Oh, süß. Süß, hallo. Nice. Neues Tier ist angekommen. Ja, du hast den langen Weg genommen. Ah, die Tür ist natürlich da hinten. Er kann nicht durch die Gästentür, ist klar. Gut, so. Flamingo Gang. Flamingo Gang. Könnt ihr ein bisschen auslaufen? So, dass ich ein Thumbnail machen kann. Wäre das etwas? So schön. Hä? Da irgendwie so. Das noch weg da. So ein bisschen in die Sonne. Was meint ihr? Noch ein bisschen. So. So. Lächeln! So. So, Flamingo Gang. Die zwei haben sich besonders gern. Das sind siamesische Flamingos, man kennt es. Wie sieht es jetzt da aus? Geht es euch jetzt ein bisschen besser? Sozialverhalten? Ja. So ist das schön. So ist doch das schön. Top. Wie sieht es hier staumässig aus jetzt? Es staut sich schon wieder ein bisschen an. Vielleicht müssen wir einfach ein paar Kerlen weniger auf die Piste jagen. Wenn ich wüsste, wo. Hier. Ah, für das müsste ich jetzt zutun. Ja, lassen wir es mal noch schnell. Aber ich habe das Gefühl, es wird sich jetzt wieder drauf stauen. Weil die warten zu lang hier. Eieieiei. Ja, aber schön, oder? Krankes Tier entdeckt, wo? Nein, unsere Flamingos sind krank. Mann. Ernährungszustand. Okay. Warum bekomme ich die Lebensqualität nicht rauf? Zu wenig Jungtiere und Erwachsene. Okay, das wird dann auch noch zum Problem. Blauer Pfahl. Komm, dann holen wir von denen auch noch einen, zwei. Blauer Pfahl. So. Daar. So. Mal zwei. Ich weiß nicht genau, wie dort das Verhalten ist vom Männli und Weibli. Könnten wir ja mal heute nachlesen. Ohne Jungtiere. 4 bis 20, bis zu 4 Männchen, bis zu 16 Weibchen. Okay, die sind voll easy drauf. Finde ich gut. Was ist jetzt los? Ja, Tier ist gestresst. Oder was liegt es jetzt? Zu wenig Jungtiere. Alter. Hä? Also, ihr seid höchstens gestresst wegen der Leute hier, aber... Die sind alle gestresst. Dann lernt mich mal kennen, ihr seid eine Hurengruppe. Wie viel brauchen denn die? Bis 500 Tiere. What? Ja gut, ja, holen wir noch ein paar Flamingos. Wir haben noch nicht mal 10. Scheisse. Warum einen? Ja gut, das spielt keine Rolle, einfach alle. 500 Flamingos.
Alter, willst du mich verarschen? Oi, du. Ist der wirklich Flamingo-Gang? Also da hätte ich dann als Zoobesucher dann schon wieder mehr Schiss reinzugehen, wenn da so 500.000 Flamingos drin sind. Jetzt geht schnell schauen, ich glaube ich habe jetzt noch ein paar da innen, die ich mitgenommen habe. Genau. Wo ist... Wir sind schon wieder am Ende von dieser Folge. Eieiei, die Zeit vergeht. Aber jetzt jagen wir da noch schnell ein paar Flamingos rein. Alter Mann. Nein, hey, still haben. So, haben wir alle? Nein, nein, das ist scheiße, habe ich jetzt einen Springbock wieder drin gehabt. Jetzt ist Good Action hier, hä? Wie viele Flamingos haben wir jetzt drin? Zwölf. Eine Warnung. Und wie wegen dem Futter? Hungrig. Kann man die nichts fressen, oder was? Hey, jetzt geht's ab hier. Was ist los? Die Flamingos können sich paaren. Das geht dann, hä? Und dann macht mal. So, ihr seid irgendwie hungrig, hä? Und warum wird denn hier nicht das Fressen aufgefüllt? Oder was ist das Problem? Oh Gott. V. Futterspender langsam. Ah, das ist die Lebensqualität dort oben. Futterschüssel gross. So. Okay. Jetzt haben wir 18 Flamingos. Ist das richtig? Ah, da kommen wir wieder mehr. Schau jetzt. Flamingo Gang. Hey, haben wir irgendwie auf Spulen? Ah. Aha, darum stressen die so. Ja, jetzt. So, jetzt kommen die ganzen Flamingos. Schön. Gut. Und dann würde ich sagen, an dieser Stelle... Oh, so müde. Aber... Ah, Scheiße. Halt, stopp. Homie. Du bist hier nicht erwünscht. Sorry, da kommst du nicht rein. Tüdelü. An dieser Stelle würde ich sagen, merci vielmals fürs Einschalten. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung da. Kanal abonnieren, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Hey, wir gehen all the way up zu den 1000 Abos. Hoffe ich irgendwann. Würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr am Morgen wieder mit dabei seid. Und gute Nacht. Timochi, bis gleich. Ciao.